Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Outlast 2 auf Pelzig. Und jetzt geht's in den Generatorraum hier rein. Nur abwarte, was da jetzt auf uns zukommt. Es steht noch kein Wächter parat, aber ich glaube, die kommen, wenn das Ding A ist. Das werden die ja wohl hören. Und wenn Bescheid wissen, dass sie es nicht A gemacht haben. Mann. Starten. If I can find my way back to the elevator. Noch einmal. Und noch einmal. Jetzt ist das Ding angerödelt. Oh! Gott! Ach du liebe Zeit. Es war klar, dass irgendwas in der Art kommt. Jetzt haben wir, glaube ich, die geht. Warum geht die wieder? Ich bin gerade wieder unschlüssig, was ich machen soll. Mein Controller vibriert ach leicht, muss ich sagen. Oh oh. Oh oh. Ey, mach mir nix. Mach mir bitte nix, ich muss so ein Strenner. From this arbor is a place of breaking forth of yes, the children of hell, but also the opportunity of our salvation. For God is great and North is his prophet. Du liebe Zeit. The elevator. It'll get me up to the chapel. Ja, jetzt sollte ich definitiv wieder irgendwie zurück. Ja, natürlich ist hier zu. Wäre zu einfach gewesen, wenn das so ging. Aber die Spinnerin ist uns gefolgt. Ich höre sie immer noch babbler. Komme ich hier rein? Nee, natürlich nicht. Aber zum Glück macht die uns nichts. Die steht ja zum Glück nur da. Okay, der andere Mensch. Oh, 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 oh. Da rennt jemand. In dem Haus war ich auch noch nicht. Das sollte ich vielleicht auch mal reingehen. Ist zu. Ja. Was mache ich jetzt? Der ist einfach, glaube ich, nur unser Haus reingeflohen. Ich hoffe, hier gibt es doch irgendwie eine Möglichkeit reinzukommen. Nee, anscheinend nicht. Schade. Aber ich glaube, jetzt habe ich irgendwas losgetreten, weil jetzt ist der Strom wieder an. Und jetzt scheinen die Leute ein bisschen aus dem Heißel zu sein. Und der schnauft auch schon ganz schön. Oh oh. Oh oh. Du! Ah, na. Okay, also Martha nie über den Weg geht, die kastriert ihn dann. Okay, hab's kapiert. Okay. Wir landen wieder hier. Mit einer vollen Batterie und um eine Lektion reicher. Und wir wissen, dass wir an der Tante vorbei können, ohne dass uns was passiert. Aber die Martha ist uns dann auf der Ferse. Scheiße. Okay, und ich darf ihr definitiv nicht offen gegenüber treten. Weil wenn ich das mache, habe ich Pech gehabt. Dann gibt es den Kastrator Deluxe. Und ich habe Pech gehabt. Sie kommt, okay. Ja, das scheint so eine Art Vollstreckerin zu sein irgendwie, wovor die Gläubige auch irgendwie Schiss haben. Das ist doof. Das ist noch die Frage, wie komme ich an der Tante vorbei, ohne dass ich was abkrieg? Wie komme ich an der vorbei? Die haben die Türe jetzt abgeschlossen. Da komme ich nirgendwo mehr rein. Die haben sich alle verbarrikadiert. An ihr selber komme ich auch nicht vorbei, ohne dass es der Schnippi-Schnappi gibt. Der Schnie-Schna-Schnappi. Wie mache ich das? Wie mache ich das jetzt am besten? Über die Häuser vielleicht fliehen?
Ich weiß aber nicht, ob ich da durchkomme. Durch die Häuser. Oder durch die Seitengasse. Könnte ich durch die Seitengasse irgendwie durchgehen? Aha. Okay, durch den Rievekeller komme ich hier rein. Das ist schon mal nicht schlecht. Wenn Gott eine Tür schließt, dann öffnet er ein Fenster. Oh Gott. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hier ist ja irgendein Spiderer, irgendein Spinner. Oh Mann. Ah, nur der Knorze Babbe, Gott sei Dank. Nur das Bild. Ich habe schon gedacht, du wirst einer stehen. Manometer. Jetzt ist die Frucht. Wo ist die Martha? Ist die Martha hier draußen? Ich glaube nicht. Ich probiere es einfach mal. Durch die Seitengasse hier abzuhauen. Eventuell habe ich ja Glück. Wenn nicht, bin ich wieder um eine Erfahrung reicher. Probieren Sie jetzt mal rüber zu gucken. Da scheint nichts zu sein. Könnte auch nur wirklich in Sicherheit gewiegt sein. Scheiße. Uns bleibt nichts anderes übrig. Ich glaube, da drüber könnte es sein. Oder einfach nur normales Feuer, okay. Wie viel habe ich im Sack? Zwei Batterien noch im Sack, okay. Okay. Oh oh. Oh oh. Ich versuche zu rennen. Ich versuche zu rennen und versuche sie abzuschütteln. Ach du liebe Zeit, das war gerade noch so Glück gehabt. Aber die kann man ja bestimmt noch steigen hier. Also besser wird's nicht. Und schlimmer geht immer. Sonst wäre es nicht Outlast. Uah. Oh Manometer. So ein Glück gehabt Zwitscherer. Bitte mach mal nix. Du freundliche alte Dame. Was war schon dabei? Christine, bevor du überall danach suchst oder mich anschreist, weil du glaubst, dass ich es verloren habe. Ich habe dir Grape Aid rüber zur Kapelle gebracht. Paul sagte, Papa wollte dort etwas feiern. Ich weiß, dass wir nichts Besseres haben, um den Geschmack von Wasser im Wasser zu überdecken, aber die Leute werden sich damit zufrieden geben müssen. Gib ihnen nichts vom Sakrament, das brauchen wir für den Gottesdienst. Ich schätze, wir werden es bis zur nächsten Lieferung ohne Grape Aid aushalten. Macon. Okay. Manometer. Irgendwas können wir hier aufnehmen. Was können wir denn wieder aufnehmen, Schönes? Ach, den Nackedei hier wieder. God forsake you. Ja, das denke ich doch. Ach. Oder was können wir hier aufnehmen noch? Die Kirche, oder? Ah, hier können wir irgendwas aufnehmen, okay. Established 1979. Sullivan North. The Modern Ezekiel. Okay, seit 1971 gibt es den Quatsch hier. Temple Gate, founded by Sullivan North. The modern Ezekiel. Their knives sharp for the enemy. Okay. Allerlei aus der sündigen Welt. Gartennotiz. Was war allerlei? Ah ja, das war das Allerlei aus der sündigen Welt. Okay. Manometer. Okay, also den Quark gibt es schon seit 1971 tatsächlich. Und der Korb ist auch von 1971, original. Ich sehe es an der Friese. Genauso wie bei dem hier. Scheiße. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier ist gar nichts mehr witzig. Und alles, was mal schön war, ist weg aus meiner Gedanken. Ich darf nie was Schönes haben. Alles weg. Nur noch ernst. So wie die Leute hier. Manometer. Die haben auch gefreut in ihrem Leben, glaube ich. Ah, da ist ein Toter. Hoffentlich Toter. Und unser Mikro sagt auch nichts großartig von Feindaktivität.
Eventuell haben wir ja wirklich mal Glück und das ist eine etwas ruhigere Passage hier. Weil dem Martha sind wir jetzt auch entkommen, aber ich glaube, die jagt uns wieder. Da werden wir definitiv Pech haben. Ich glaube, die hängt uns jetzt wirklich an der Backe dran, die Alt. Mit ihrer schönen Stimme. Scheiße. Gerade noch mal ins Inventar reingucken. Ja, nur noch Annie. Mist. Also Batterie müsste ich auch noch finden. Jesse. I've lost it. Oh, Jesus. Das wird immer heftiger. Ah, und mal wieder Skinner. Oh Gott. Natürlich nix. Das wäre ja zu schwer gewesen. Oh Mann. Aber... nee, das ist kein Tennisschläger, das ist ein Fischernetz. Okay, ich habe schon gedacht, aber der Tennisschläger parat habe, wenn was ist. Du machst uns nichts, hoffe ich. Ja. Da komme ich hier rein. Ich glaube, da muss ich auch reingehen. Was ist das hier? Horse to Satan. Huren des Satan oder Satans Huren. Glückwunsch. Ja, lecco mio, was war denn das? Ich wollte doch nur in den Brunnen reingucken. Oh Gott, da kommt so riesige Zunge raus. Ach du Scheiße. Wo bin ich jetzt? Oh Gott. Es wirkt, als wäre ich in Lüftungsschächte. Wahrscheinlich wieder in der Schule. Wahrscheinlich wieder in so einem Schule-Flashback. Highschool-Flashback. Ja. Wie vermutet, wieder in der Schule. Ja, wir sind nicht allein. Wer kommt? Also das sind wahrscheinlich jetzt andere seine eigene Sache. Er hat ja gemeint, seit damals wäre irgendwas Schlimmes passiert oder so, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Jetzt bin ich immer echt gespannt, wer dann da kommt. Und wer diese Schattengestalt ist. Was gibt's denn da so saublöd zu lachen? Mann, oh Mann, 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 Mann. Oh oh. Ich ach. Ich kann das gar nicht sagen, wie sehr ich Angst habe. Oh Mann. Finde einen Weg hier raus. Katholische Schule, der Weg zum Erfolg. Oh ja. Gehe katholische Schule. Ich will nicht, 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 ich will nicht. Oh Gott. Jetzt muss ich auf Aachen hochladen. Das war meine letzte Batterie im Sack. Jetzt muss es schnell gehen. Sonst habe ich nichts mehr parat. Renn! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, jetzt passiert was. Wer ist dann überhaupt da? Ich weiß so gar nichts. Alter, was gibt's da so saublöd zu lachen, du Affenkopf? Oh Gott. Oh Gott. This was Jessica's. Rechnet mit dem Schlimmsten. Okay, Batterie, die nehme ich dankend A. Oh Gott. Ich hab grad so Schiss. Oh Jesus, vergiss es. Oh Jesus, vergiss es. Blockiert, natürlich. Und da hängt was, ein Zettel. Hey Lynn, mir ist so langweilig. Mrs. Blabla labert immer noch über den 30-jährigen Krieg. Bla bla bla, Habsburger bla bla. Ja, okay, das ist nur, was man so im Unterricht babbelt. Wow. Und ich mag die Batterie gerade nicht verschwenden. Ich weiß nicht, was passiert jetzt. Wo ich hin muss. Das ist auf jeden Fall alles höchst unangenehm. Hier komme ich nicht durch. Oh Mensch. Oh Mensch.
Blockiert. Ich will dort, ich will dort, wo Licht ist. Scheiße. Oh Mensch. Boah, ist das absolut unangenehm hier. Aber so richtig unangenehm. Blockiert. Und ich glaube, jedes Mal, wenn ich mich umdrehe, steht da irgendjemand oder passiert irgendwas Hässliches. Und es bleibt nicht wirklich viel übrig, was ich machen kann. Ich kann mich nur in einer von der Spinde verstecken wahrscheinlich. Und dann könnte irgendwas Hässliches passieren. Könnte es vielleicht zur Erinnerung sein, dass die auf der katholischen Schule waren und vielleicht von einem Priester misshandelt worden sind oder so. Das sind mir dann nur die Testergebnisse. Jessica. Oh, oh, jetzt ist hier auf. Und ich glaube, das ist wohl so ausgeartet in ihrer Kindheit, dass es so schlimm war oder so, dass die Jessica sich erhängt hat. Das wird ja immer mal, das wird ja da angedeutet. Beziehungsweise man sieht ja auch, die hat ja auch immer die Jessica so gesehen. Deswegen, da wird wohl irgendwas Schreckliches passiert sein. Jetzt ist noch die Frage, muss ich da lang oder... Nee, das ist ein optionaler Raum hier. Na gut. Draußen ist nix derzeit. Boah, ist das heftig. Das ist derzeit, also wenn ihr jetzt zuguckt, das ist wahrscheinlich wieder was ganz anderes, als das selber zu spielen. Da könnt ihr ja immer wieder runter in die Kommentare scrollen, wenn es zu arg ist. Und könnt mal ein bisschen gucken, wie mein Design aussieht. Aber das selber zu spielen, das ist eine ganz andere Hausnummer, das sag ich euch. Das selber zu spielen ist eine ganz andere Hausnummer. Du baumelst so wieder, ja. Du baumelst so wieder. Und was sagt er dazu? Nix. Nix zu sehen wieder. Nur irgendwas zu hören. Ja. Du hängst so wieder dran. Oh Gott. Und was passiert hier? Nix. Okay, ich glaube jetzt... Oh Gott. Yes. Du, aber über ihr schwebt was. Oh, oh, ich habe die Befürchtung, wenn ich hier gehe, passiert was Schreckliches und ein Jumpscare. Wie hieß das dann? Aufnahmen ansehen. Erhängte Jessica, okay. Fuck. Bäh. Spaghetti-Monster hat sie sich geschnappt. Und das sind furchtbare Klaue over. Ach du Scheiße. Okay, ich muss doch hier. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was muss ich jetzt machen? Komme ich dort durch? Natürlich nicht. Komme ich dort durch? Nee, das ist auch verriegelt. Boah. Ich mach mal zu. Wer weiß, ob das was bringt, aber ich mach mal vorsichtshalber zu, den Lader. Man weiß ja nie, ne? Oh Gott. Jetzt kommt da bestimmt irgendwas. Nicht? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Man merkt mir auch überhaupt nicht, dass ich total verstört bin gerade. Ich meine, wenn die da nur hängt, das ist mir einerlei, um ehrlich zu sein. Finde ich besser als lebende, gruselige Mädchen. Aber was jetzt mit so einem Jumpscare oder so noch passieren können, ich bin mal sicher, dass noch einer kommt, das weiß ich halt jetzt nicht. Da wabert's halt immer noch und ich glaube, da muss ich durch und dann schnappt's mich. Jetzt sind wir wieder in der Realität. Papa, da da, Falleri und Fallera, da da,
Uah. Okay, wohin? Wohin mit meinem Kadaver? Uah. Scum shall be in the fire. Lass mich doch in Ruhe, Mann! Jetzt lass mich doch mal in Frieden, Kerle! Oh Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das ist gerade richtig heftig. Ich weiß ja nicht, wo ich hin muss. Und jetzt sagen wir mal hier nochmal zu. Und dann muss ich hier lang. Dann, da kommt da nicht drüber. Da kommt da aber drüber. Und dann hier raus. Okay. Ja, das mache ich auch. So, dann versuchen wir reinzukommen, du Dabschädel. Da war Batterie. Scheiße. Ich habe gerade ein ernstes Problem. Ah, da kann ich rein. Okay. So. Da kann ich durchkriechen. Manometer. Ja, das Spiel versteht es definitiv, hier Stimmung aufzubauen. Ja, Kerl. Beweg dich doch wieder. Okay, er robbt gerade. Da liegt der Taschenlampe. Hey! Hört auf! Hört auf! Okay, der robbt hinter uns her. Okay, das bringt uns nichts. Der kann uns auch hier noch slasher. Der Typ ist hinter uns her nach wie vor. Das ist natürlich scheiße. Also fort mit uns. Und zu. Dann erstmal Heiler. Und weiter geht's. Okay. So. Ist ja gut, Ackermann. Okay. Okay. Oh, hi. Alles klar, na gut. Und ich jetzt sage, ihr liebe Leute, an der Stelle mache ich einen Cut wieder für heute. Und das war genug Aufregung für heute. Wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Outlast 2. Uff, pelzig. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ach, wenn ich etwas stiller war bei den Kommentaren. Aber das war echt heftig, die Episode halt. Also machen's gut und bis morgen. Eiern. Yankee.